Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Ey, Digga. Ah, das war's. Ja, das war's. Freunde, herzlich willkommen zurück zum TikTok Tuesday oder TikTok Trash Day oder TikTok Day, keine Ahnung was. Das Format hat noch keinen Namen. Wir haben das Format bis jetzt einmal gemacht. Einmal auf meinem Kanal, einmal auf dem Kanal von Maelo. Und wir haben keinen Namen. Das heißt, schreibt Namen in die Kommentare. In diesem Format reagieren wir einfach zusammen auf irgendwelche TikToks, die wir angeschaut haben. Und ja, Maelo, wie geht es dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Interessiert es dich? Wir gehen ins erste TikTok. Don't hit me up, accidentally posted my boob on Be Real yesterday. Ah, das war schon das Video. Das war halt schon das Video. Das war halt das Video. Nur deswegen muss ich mir Be Real runterladen. Hast du das eigentlich? Nee, ich habe kein Be Real, weil, und ich sag dir auch ganz genau wieso. Weil ich mir das noch nicht runtergeladen habe. Okay. Scheiß drauf, Digga. Ich weiß, dass Be Real ist, aber ich habe das nicht, weil dann habe ich noch eine Plattform mehr, die ich irgendwie, keine Ahnung, bespielen muss. Ich glaube, das ist nicht so für Influencer-mäßig, sondern das ist ja eher so für nur mit Homies. Ja, ist so ein bisschen Snapchat-Type-Beat. Ja, dafür habe ich Snapchat, Digga. Ja, true. Und ich meine, da können wir Nudes verschicken, von dem her alles easy. Okay, weiter geht's. Digga, siehst du diese Memes? Kennst du diese Memes von diesen, ich weiß nicht, wie die heißen? Capybara. Warum sind diese Tiere so lustig, hä? Und wirklich meine ganze For You-Page ist voll mit diesen Tieren. Also wirklich meine ganze. Aber das Ding ist, ich habe die sonst noch nie gesehen. Wo leben die? Nee, die sind auch, ich glaube, ich würde mal sagen in Südamerika. Wie heißen die? Wahrscheinlich. Wie heißen die? Capybara. Capybara. Flüssen oder in Sümpfen des tropischen Regenwaldes. Sie ernähren sich hauptsächlich von Gräsern. Ist der Regenwald? Wo ist der tropische Regenwald? Das überall im Äquator, also keine Ahnung, es kann ja überall sein. Okay, gut. Grüße gehen raus an alle Capybaras, die zuschauen. POV, your dad slipped in the shower and died. Your mom couldn't bear living without him, so she killed herself, leaving you to take care of 3 siblings. This for everybody going through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Ja. Pitbull Abi ist in den dunklen Zeiten für uns da. Oh ja. Das hier ist der Traum von jedem Jugendlichen an einem Beach. Ne, von jedem Mann an einem Beach. Ja, zeig. Yo! Ja, Digga! Digga, Loki, wenn man Mann ist, hofft man, dass das passiert, wenn man am Strand ist. Wenn man buddelt so zu zweit dieses Loch. Aber was machen die? Machen die Terraforming? Wollen die das Meer verschieben? Nee, Panama-Kanal. Ah, ja, Panama-Kanal. Oh, geil. Ey, ich hab das probiert mit Kollegen, aber das ist echt schwierig, das ist voll schwierig. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, man muss wirklich in Symbiose miteinander sein, aber sag jetzt mal ehrlich. Ja, vielleicht muss man auch, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht muss man den Cock einfach durch die Hintertür einfahren. Aber das ist eigentlich auch geil. Ja, ist geil und dann hat man halt so eine Verbindung wie ein Zug, weißt du, dann kann man gar nicht anders laufen eigentlich. Aber sag mal ehrlich, von den Elevator Boys, wen findest du am schönsten? Also jetzt auf... Okay, sind das die ganzen Elevator Boys? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, guck mal. Ja, sagen wir einfach mal ja. Ich glaube... Oh, Digga. Der hinten rechts. Bei mir ist es klar. Hinten rechts. Ja, bei mir auch. Digga, ja. Ich glaube, es ist Bene oder Bene. Keine Ahnung. Ja, Bene. Wahrscheinlich ist es gar nicht Bene und wir meinen jemand anderes, aber ich glaube auch der. Der hinterste. Ja, ich habe die an echt gesehen und Digga, die haben echt große Schwänze. Weiter geht's. Oh, you have like a sugar daddy. Yes, I do. What does your boyfriend? He's a YouTube star. No. What's his content? Can you describe it? Yes, he's doing gaming. Aber Digga, du musst mir mal eine Sache beantworten. Warum haben sie Englisch geredet beide? Ja, dass halt nicht rüberkommt, dass sie die Freundin ist. Dass sie sich kennen, weißt du, wie ich meine? Aber das hat jeder. Jeder muss das ausnahmslos, oder? Weiter geht's. Das hier! Ja, das hab ich auch gesehen! Digga, das ist so smooth. Oh. Ja gut, ist wieder nächstes. 84-jährige Reifer-Opa
freut sich, wenn ein kleines Kind auf den Samstag. Das schönste Fest, Das ist Schweizerdeutsch, das ist Schweizerdeutsch. was ich immer mache jetzt ja. Die Stimmung und die Leute und die gute Musik und ja, alles nett. Die Leute denken mir. Ist als 64-Jähriger zum ersten Mal ab der Street Parade. Seitdem tanzt Rudi jedes Jahr auf dem Wagen. Die Kondition zum Stunden durchtanzen holt er sich unter einem Jahr. Ich gehe so glücklich heim, wenn es eine gute Street Parade ist. 84 Digga. The fuck. Aber Digga, warum hat die Schweiz so viele komische Characters? Warum hat ausgerechnet die Schweiz eine Street Parade? Wieso ist das so big bei uns? Das verstehe ich überhaupt Gibt's nicht. das irgendwo annähernd so groß? Ich glaub, nicht mal in verdammt nochmal Berlin. Ja, für die Leute, die es nicht kennen, die Street Parade ist so das größte Techno, wie sagt man, dem Law Festival. Und da kamen an einem Tag in einer Stadt, wo eigentlich 200.000 Leute wohnen, 1 Million Leute und tanzen einfach auf den Straßen, nehmen wahrscheinlich Kokain, LSD und alles, aber haben eine gute Zeit, von dem her sei ihnen gegönnt. Und werden von anderen Leuten gespritzt. Ja. Oh, was? 264.000 Likes hat dieses Video. The fuck? Das war bei uns, wir waren in Mykonos. Aber und das seid ihr, oder? ja, das sind wir. Das ist die Freundin von Alvaro Soler. Ah ja! Ey, Digga, ich glaube wirklich, wir waren an diesem Tag gottlos, also wirklich gottlos drunk. Wir sind nach Hause gefahren, Nico weiß die ganze Fahrt nicht mehr, ich weiß nur noch so Teile davon und zu Hause haben wir uns wirklich alle ausgezogen und sind in den Pool gesprungen. Und dann haben wir uns aus irgendeinem Grund Corona-Biere über den Kopf geleert. Digga. Ja, aber also, ich habe jetzt diese 200 habt ihr bestellt, oder was? 81. Okay, einer hat jetzt hier geschrieben, das macht dann 20.000 Euro bitte. Aber wie viel kostet das zum Beispiel? Ungefähr. Diese 81 Aperol Sprites haben, glaube ich, 1.450 Euro gekostet. Digga. Ich will nicht mehr drüber reden. Mann. Digga, Verdammt nochmal ein Spiel. Klassiker. I'm tryna fit 10 things in this two-man Digga, ich sehe die ganze Zeit auf meiner For You-Page. Ich auch und immer mit dem gleichen Song, aber vorne ist ja das Gordon Ramsay vorne. Nee, das ist Gordon Rammstein. Und hinten ist, glaube ich, Edwin Scheere. Ich weiß nicht, wer das ist hinten. Ich weiß wirklich nicht. Aber warte. Wer ist das? Ed Sheeran. Und wer ist das hinten? Wer ist das vorne? Der weiß es nicht, aber immer ist noch eigentlich Cristiano Ronaldo dabei. Ja, aber Cristiano Ronaldo sieht halt... Ich muss actually sagen, Ed Sheeran und Gordon Ramsay sehen actually sehr, sehr nah aus. Aber Ronaldo, Digga... Gar nicht. Nee, gar nicht. Kennst du diese Memes? Diese Tesla-Memes? Ich sehe die ganze Zeit. Digga. Digga, auch die Details, die AirPods, 2 Apple Watches, Starbucks, Digga. Nee, Leute. Boah, bei mir ist gerade Big Legs. Hey guys, can you help me find my settings? Joe Bartolozzi. Ich liebe die Memes, Mann. Das ist immer dieses Bild von dem Typen. Digga, ich habe das Video geliked, aber ich kann mich nicht an das Video erinnern. Gut, ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, wie das Format heißen könnte. Maelo, du hast die letzten Worte.